Und weiter geht das Abenteuer hier bei The Witcher 3, Hearts of Stone. Immer noch mit der Quest, folge dem du Quatsch, Rosa auf dem roten Feld. Und, jo, mal gucken, weiter das Ganze noch führt. Und natürlich noch, was wir sonst noch alles erleben. Hier, wo ja alles ein bisschen neu ist und so ein bisschen erweitert wurde. Einerseits hier oben war es ein bisschen was Neues hinzugekommen. Aber halt auch hier der ganze Osten, natürlich hier Ochsenfurmäßig war es auch alles neu. Und ja, da kommen sicher noch viele interessante Dinge auf uns zu. Siege die Ritter, kommen ins Ritterlager. Toll, haben wir gesehen. Hat noch irgendwo... über ihn übrigens natürlich nicht mehr viel, war. Es wird bald vorbei sein. Was? Raubritter? Hexer! Hexer! Ja, Hexer, Hexer. Hex! Oh, Alter, Geralt! Jetzt! Toll, bringt das nix. So. Du nervst mich ein bisschen, Kumpel. Wenn man so sagen darf. So, Problem gelöst. Und tschüss, weg! Geht natürlich auch so, ist klar. Bei dem klappt es einfach nicht, hey. Könnte auch ein bisschen auf Axi machen. Naja, toll. Das ist das Problem, wir natürlich schon gerne irgendwie direkt durchschneiden, aber bei den Typen geht das nicht so. Die blocken natürlich alles. So, tschüss. Ja, Zeichen sind schon geil, wenn man weiß, wie man es richtig anstellen muss. Natürlich mit Art, mit dem First Kill. So. Ja, jetzt sind wir halt hier, war. Wir haben jetzt einen Brief gefunden, natürlich auch schön. Gerade irgendwie. So kurz so ein Grafikdefekt. Defekt vor allem. Kann er bitten. Die nutzlosen Sachen mittlerweile, war. Ich meine, bringt eh nichts mehr. Gut, später. So, mal lesen. Befehle. Donner, ich warne dich. Schnupf noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, den Zeug zu verkaufen und nicht zu inhalieren. 100.000 heulende Höllenhunde. Ja, die hört jetzt nicht mehr heulen. Never ever. Aber ist selber schuld. Erkundetes Lager, war eventuell mal logisch, hier reinzugehen. Donners Tagebuch und was haben wir hier? Ein Schema? Da scheinen ophirische Zeichen dabei zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. Das war alles? Also nichts mit der Quest zu tun war. Interessant. Wir wissen natürlich, wer es entziffern kann. Der Hosenherstellung her. Interessant. Donners Tagebuch. Notiz. Ein Gedicht. Okay. Brief mit Befehlen. Jetzt soll ich mal was geben. Steht auch nichts Besonderes drin. Jo, toll. Wir haben hier ein Ritterlager, aber ich sehe noch nichts. Rot, wollte gerade sagen blaues. Rot ist natürlich. Kleiner Knüppel. Wir haben ein paar Pferde, natürlich auch geil. Ja, da drin war ich schon, da war nichts. Hier oben, Mensch. Ja, ich würde es gerne lesen, wenn Geralt mich lässt. Dankeschön, lieber Geralt. So, ein bisschen Brot.
Wörter gehört. Mir fällt es darauf an, sogar diesen Park auszulöschen, wenn jemand von ihnen eine Schreckensstatue bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunwig. Alles andere wird zerstört. Da ist relativ weit weg, wa? Obwohl geht eigentlich noch, aber wir können natürlich erstmal hierhin zurückkehren. Und dann da gucken. Jetzt halt die Frage, gehe ich ein bisschen durch, wa? Ja, machen wir es erstmal hier. Höher, höher, alter Schimmel! Oh. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gesehen. Pferdepanik. Oh, neue Pferdepanik. Oh, das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Weg hier. Ich hasse Banditenlager. Jo, hat sich erledigt. Wir gehen hier runter. Gefahr gebannt ist. Das können wir wie gesagt ein anderes Mal machen. Ich muss direkt irgendwie alle Sidequests zuerst erledigen und dann erst die Hauptquests. Nö, nö, dann können wir uns alle schön aufteilen. Wichtig ist mal, dass wir alle bereits mal freigeschaltet haben, oder so questmäßig, und dann vor allem den Weg dorthin, zumindest mal den nahesten Weg. Oh! Das, ne, braucht nichts dafür, war. Ist einfach so. Wirkt nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Scheiße. Ich bin Golem, wer bist du? Autsch. Keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin nur ein einsamer Wanderer. Wenn ihr auf die Mütze haut. Gut, dann hast du mich überzeugt. Hart wirkt, wa? Ich knie, obwohl du ein Golem bist. Nee, ich knie gar nicht. Wow, 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 Alter. Alter, beinahe gekillt. Okay, Schluss mit dem Spielchen. Frozen Joghurt. Kuckuck. Boah, Alter. Dankeschön, du warst geil, Kumpel. Alter. Groß Igniktüfe, Rundstamm und natürlich alles nachher noch für. Ja, für sowieso. Charakter. Am besten mal alles irgendwie komplett upgraden. Ich brauche hier 30 Punkte für verkrüppelte Schläge. Habe ich noch etwas Interessantes? Stoffwechselschub. Ne, brauche ich ja weniger. Den brauche ich auch nicht. Als 0,1. 0,1 viel zu wenig. 8%. Also das Gewicht, ja, für schwere Rüstung eventuell, wenn man so ein schwerer Typ ist. Für uns brauchen wir das auch nicht. Die ganze Zeit die gelben hier, die allgemeine brauchen wir eigentlich nur zu Beginn eines Spiels. Na, brauchen die eigentlich nicht mehr. Parodiert zumindest. Gut, dann, jo, machen wir weiter mit der Alchemie dann, sobald wir mehr Punkte haben. Dann wird's geil. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Meditation. Und mit Plötze geht's weiter. Und zwar sind wir uns bereits hier. Dann gehen wir nach hier hin. Und dann machen wir nach mit der Hauptquest weiter, wa? Der zarte Haut des Bösen. Zart wie ein Filet. Ich merk's. Mein armer Rücken. Oh. Gut, ich komme hier durch. Oh, scheiße. Jetzt. Wieso, was sind das für Viecher? Doch, bringen die drauf, Oh nein, hinter die Arme noch offen. Alter!
Oh. Ich hasse Spinnen! Boah. Ist mir schleierhaft, wie man diese Viecher gerne haben kann. Oh, das reicht aber erst recht hier. Okay. Ja. Sofort-Kill geht man ihn nicht. Interessant zu wissen. Wisst ihr was, ich hau ab. Tschüss. Kommt doch alle zu mir. Kommt zu mir. Naja, Spinnenpferden. Machen nur den Quatsch. Ich hab kein Schild mehr. Ich hab Angst vom Nest war. Daneben, ihr Scheißdinger! Bin echt nicht viel, wa? Das riesige Viech gesehen, ey. Boah. Sag mal. Jetzt reicht's. Mann. Dann hau doch ab. Alter, wenn die Viecher auf den Sack gehen, ey. Was, liebe Entwickler, die Einbauern hätten nicht sein müssen, ja, das, Ein Monsternest. Ich zerstöre es am besten mit einem tanzenden Stern oder einer Kartätsche. Ja, nimm was du willst, Geralt, Hauptsache nimmst du etwas und das Teil ist down. Dankeschön, so will ich das sehen. Problem gelöst. Krasse Spinnen, vor allem die ganz großen. Alter, war ich ein Sauteil hier. Nur ein kleines Gut in die Mutagen ist klar. Gut, mir reicht's. Nee, sorry Leute. Also, das, für eine Weile habe ich genug von Monsternestern. Weiß nicht, was noch alles kommt. Scheißviecher. Weg hier. Mir geht's zu Olgierd, auch wenn der irgendwie auch ein scheiß Typ ist, sieht zumindest normal aus. Oh, hallo Bär. Wo waren wir? Ah, genau, ich wollte hier hin. Obwohl, das passt auch. Mal ganz kurz hier gucken, war. So, bei dem Spiel weiß ich nicht, was alles passiert, deswegen nochmal speichern. Scheiß Spinnen. Unser Ataman verliert nie die Fassung. Naja, der Ataman. Hey, Hexer! Hey, es brennt ja. Wieso? Schönes Feuer. Na, sieh mal einer an. Der Hexer mit den Fäusten aus Stahl. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja. Man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgierd? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand. Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still. Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bierkumpel. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich! Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Warte. Olgierd will ihn tot. Aber warum? Das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an, verfickt nochmal? Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Ah! 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 Ah!
Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihm. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Oder warst du noch nicht da? Meinen Vater getötet! Nicht ich. Du lügst! Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. So, wo waren wir? Ist dieses Theater wirklich nötig? Ah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Ja, war gerade auch eine Frage. Weißt du, was das ist? Ich bin nicht sicher, aber ich habe einen Verdacht. Du hast dich mit einem gefährlichen Mann eingelassen, Hexer. Du bist unsterblich? Kommt drauf an, was du darunter verstehst. Töten kann man mich jedenfalls nicht. Aber es ist nicht so, wie die Leute denken. Nicht zu sterben bedeutet nicht, ewig voll und ganz zu leben. Ist das ein Fluch? So würde ich das nicht nennen. Sagen wir, man sollte aufpassen, was man sich wünscht. Es gibt Konsequenzen. Ich verstehe nicht recht. Wenn man praktisch unverwundbar ist, geht man groteske Risiken ein und jagt extremen Eindrücken nach. Irgendwann hat man alles erlebt. Das Leben wird öde und eintönig. Der Trick ist, das durchzustehen und nach dem zu greifen, was als unmöglich gilt. Jo, den hätten wir noch ganz geil in der Schlacht von Kermoren gebrauchen können. Einfach ihn dahinstellen. Jo, vergnügt doch mal ein bisschen. Ich hätte keine Chance gehabt, ne? Dann kann sie nicht töten. Obwohl, ich meine, ganz theoretisch das Auge ausstechen, war, ich meine, du wirst überleben, kein Problem. Von Schäden durch kannst du vermutlich den ganzen Kopf abschlagen, und das Gehirn rausnehmen, überlebt trotzdem. Aber wenn da etwas nicht mehr ist, naja. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Deine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls nicht alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden. Nein, gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich 3 Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist? Das wusste er nicht nur, er hat ihn sogar selbst verflucht. Das hat er nicht erwähnt? Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten 3 Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss.
Komm, Wohin? zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Ja, sind die besten Freunde. Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen. Ihr seid Fachleute. Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund, kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Ach ja, die alten Vorurteile, der alte Rassismus, wie war das noch mit den Zwergen und den Menschen, oder, nee, nicht zu sagen Menschen, Quatsch, natürlich mit den Elfen und den Menschen, vor allem den NL und den Menschen, ja, genau das Ähnliche. Was er über den Prinzen gesagt hat. Stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken. Ach, ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du bereits, fürchte ich. Er hat etwas für dich getan. Jetzt bist du ihm was schuldig. Habe ich recht? Ja. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge. Ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Aber gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Jo, rosige Aussichten für unsere Zukunft. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsody. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Was soll das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine zweite Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die dritte? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. War irgendwie klar. Das Ganze lasse etwa 10 Stunden dauern, war. Alter, wie soll ich ihm ein Haus bringen? Ich kann es irgendwie. Na gut, wenn ihr da irgendwie Jen oder Trist zur Hilfe hätte, ihr könnt so herzaubern lassen, das wäre kein Problem. Ich hoffe zumindest, aber selber oder mit Shani? Keine Chance. Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Weil wir Freunde sind, du Schuft. Vergiss es. Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Schön, wir sehen uns dort. Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus? Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Also, der Kerl geht mir sowas auf den Sack. Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierds Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen.
Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Toll, bei der dritten etwa nichts. Alter, was hat der bloß... was hat der davon, wenn ich ihn irgendwie... Also, wenn halt Olgierd alle 3 Wünsche oder Forderungen erfüllt werden? Was bringt ihm das? Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Wieder mich einfach nur verarscht. Olgierds Bruder. Warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everic Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wlodimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everec sind hier wohl bekannt. Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann's kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Viel Glück, Geralt. Und das Haus brennt immer noch. Geil! Das ist natürlich einfach... Was für ein Scheiße. Naja, ich wollte mal ein bisschen weiter brennen. Gauntodim, der Spiegelmeister, Olgierd von Everec, das sind einfach nur verdammte Scheißtypen. Naja, Wlodimir von Everec. Gut, Freunde, nächsten Part gehen wir nach Novigrad, muss noch ein bisschen Geld eintreiben. Und dann gucken wir hier, was mir ist, wie wir es mit den Quests weitermachen. Die Sause, Sesam, öffne dich. Ja, erst noch die Sause des toten Mannes. Dann vielleicht in Kombination mit ein paar Sidequests hier noch. Auch noch 5000 Floren, dankeschön. Ne, nicht Floren, Kronen, dankeschön. Aber insgesamt für den Runenschmied und... Jo, mal gucken, wie es weitergehen könnte. Hier bei The Witcher 3, Hearts of Stone. Also eins muss ich lassen, auch wenn es zuerst so aussah von wegen, ja, eine kleine Erweiterung hier und da oder nichts Besonderes. Also es ist schon spannend. Vor allem natürlich die Rolle von Gauntodim. Du fühlst einfach mal so in Weißgarten ein oder ganz zu Beginn und dann irgendwie hörst du nichts mehr von ihm. Und jetzt plötzlich wieder ist irgendwie der große Gegenspieler, der hinter allem steckt und so weiter, keine Ahnung. Ist echt geil gemacht von den Entwicklern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen!